Merci, Herr Präsident. Merci, Herr Präsident, für das Wort. Zuallererst los mit dem Rapporteur, dem Max Hahn. Merci so für den Rapport und noch felicitiere für die ganze Mail, die dran geflossen ist, die ihn hören und rausgelesen wird. Wie gesagt, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Regierungsmember-Innen. Der Budgetprojekt 2023 liest sich für uns nicht immens spannend. Bei der Lektüre hat bald gefühlt, es wäre ein Budget von einer geschäftsfeiernden Regierung, also von einer Regierung, die und politischer Legitimität fehlt, an der just nach Verwalt am Platz zu handeln, viel Gestion, wenig Vision an Eisen an. Weil das ist eine lineare Fortfeierung von der Politik, weil sie bis an den letzten Jahren war, mit den Zahlen angepasst, natürlich schon die aktuelle Konjunktur. Politische Prioritäten oder sogar politische Visionen sind aber kein zu erkennen, kein Schwerpunkte, keine Vorstellung von allen Konzepten, vor allem keine ambitionierte Weichenstellung für die Zukunft. Das ist ein Budget, das an erster Linie darauf ausgerichtet ist, den Status quo zu erhalten. Und das heißt, dass daran keine Antworten zu finden sind, ob die tiefgreifenden strukturellen Krisen, an denen wir sind. Wir haben mittlerweile bald 130.000 Menschen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Das ist ein Problem, das in nächster Zeit nicht so schwer zum selber lesen. Und das ist, genau, das ist eben, wie gesagt, ich mich schon verlesen. Das Problem wird nicht vom selber lesen, wenn wir so weitermachen. Zweitens, ich muss ja den Constat anschauen, das ganze Budget, wie rote Fude müssen durchgehen, der Fakt, dass wir 130.000 Menschen in der Armut tun. Inklusion, gegen Ausgrenzung, für ökonomische Perspektiven an persönliche Entfallung, gegen Armutsfall und Aufhängigkeit. Das müssen wir aus dem Budget rauslesen, wie roten Fude. Das Budget 2023 aber setzt oben weiter, wie biselo an das auch als eine politische Entscheidung an uns an. An unser Steuersystem ist, wie wir wissen, extrem ungerecht an uns an, zugunsten vom Kapital an zu Ungunsten von der Arbeit. Altnächst wird aber die Gelegenheit verpasst, für etwas darunter zu ändern. Das Ungerechtigkeit wird also weitergefordert und auch das als ein Eisen eine politische Schwur. An der Logementsmarché, den nur jahrzehntelangem Laissez-faire komplett eskaliert und als zu einem existenziellen Problem gehen für immens viele Menschen. Trotzdem erkennt den am Budget vom Logement kein Ergreifen vom Staat und das aus dem Ruder gelaufene Situation par rapport zum letzten Jahr. Beim Klimawandel auch, wie man wissen, lebt als Zeit fort. Wir müssen in den nächsten 8 Jahren viel mehr Emissionen ansparen, wie wir dann in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Und die Tatsache spielt sich auch nicht hier am Budget herum. Es wird nach darauf gehen. Von diesen strukturellen Problemen, die ich noch kurz annehme, sind in erster Linie die jungen Generationen und die anderen Sozialklassen betroffen. Und das Bild, was der Kern von unserer politischen Analyse ausmacht, sowohl von diesem Budget wie von der Regierungspolitik allgemein. Die Regierung konzentriert sich per Force darauf, ein Modell aufrecht zu erhalten, die für allem die etablierte, besser situierten Menschen hier im Land bedenkt und serviert, die aber gleichzeitig immer mehr Perspektivlosigkeit schafft für junge Generationen an sozial marginalisierter benachteiligte Mitbürger und Mitbürgerinnen. Der Mangel an politischer Reaktivität und strukturelle Changements ist umso mehr problematisch, wenn man nächstes Jahr voraussichtlich nächstes Budget ohne Weichenstellungen werden kriegen, wie das die nächste Regierung ja auch recht am Oktober nächstes Jahr wird sich aufstellen. Zu einem Zeitpunkt also, wo riesige Herausforderungen, ob es durchkommen an die sozial-ökologische Probleme sich verschärfen, stellt das Regierung auf Autopilot. Vertreter von der Majorität verweisen auf Covid-Krise und Ukraine-Krise, aber wir haben der Regierungen natürlich zu gut, dass Bewältigungen von diesen Krisen viel politische Energie auf viel budgetär Moyen kostet hat. Wir meinen aber, dass die von einer Regierung, die verantwortlich ist, will sie durchaus verlangen, dass sie die kurzfristig Krisenbewältigung an Anklang kann bringen mit der Lösung von strukturellen Krisen, also langzeitliche Krisen, an der Mahale von den Zukunftsperspektiven von unserer Jugend. Kurzfristig Krisen sind kein Grund für alles ernst, also langfristig Krisen stehen allein zu lassen. Umso mehr, weil justement die Krisen, die wir hatten, die kurzfristig Krisen, notamment Covid-Gestion, also erstens gewesen haben, dass in einer Krise kann handeln, kurzfristig kann handeln, und zweitens weiter bis lo nicht mehr möglich ist, und das dafür umso mehr dringend muss umschalten auf eine mehr sozialer gerechte Politik. Wie wir schon beim Etat der Nation gesagt haben, fehlt der Regierung unserer Meinung nach an, Kreativität für neue Wege zu gehen und Ambition für das neue Wege anzuschauen. Und es fehlt vor allem auch Courage, für den Allgemeininteresse über Partikularinteressen durchzusetzen. Und das zieht sich unserer Meinung nach wie rote Faden durch diesen Budget.
Herr Präsident, schon an normalen Zeiten sind es Zahlen, die am Budgetsprojekt stehen, mit Vorsicht zu genießen. Schon allein da wenn's da, weil der Finanzminister General so eine Berufskrankheit hat, für die Rezepten zu unterschätzen und die Depensen zu überschätzen. Wir bei der aktuellen ganz labiler ökonomischer Situation sind die Unsicherheiten natürlich noch ein bisschen viel mehr groß. Wie geht es mit der Konjunktur weiter? Wie mit der Beschäftigung? Und wie mit der Inflation auf den Finanzmärkten. Das ist noch ganz unsicher, wie wir das Jahr finanziell aufschließen. Aber 2023 natürlich für Resetten an Depensen Wert auffallen, steht nur noch an den Sternen. Demnach schenkt es auch wenig sinnvoll, nur auf einzelnen Zahlen rundherum zu reiten. Ich werde mich also echt auf Finanzpolitik am Generellen konzentrieren. Auf alle Fall geht die Regierung für das Jahr von einem soliden Defizit aus, von über 1 Milliarde, nächstes Jahr an einem Defizit von rund 2,5 Milliarden. Noch da das schon gesagt gehen. Egal wie die Zahlen schlussendlich ausgesehen, schenkt zumindest sicher, dass die Staatsschuld weiter an die Lut geht. Wir haben schon mehr oft gesagt, dass neue Schulden für uns kein grundsätzliches Problem sind, solange sie gerechtfertigt sind. Gerechtfertigt, sie Schulden an unseren Namen für allem dann, wann du mal da zukunftsorientiert Investitionen finanziert gehen. Ich meine, dass auch die jungen Generationen da auch verstanden sind, wären, dass sie später müssen Schulden zurückbezahlen, wenn die Schulden dazu gefordert tun, dass man zum Beispiel die Energietransition erfolgreich gemäßt hat, dass man einen flächendeckenden öffentlichen Transport abgebaut hat und dann den Park von abordablen öffentlichen Wohnungen verdreifacht hat. Und das ist für uns der wesentliche Punkt, weil die aktuellen Defizite sind eben nicht entstanden, weil wir als Anstrengungen verstärkt haben, für die nächste Generation ein besser funktionierendes Land zu übergehen. Sie sind entstanden, weil die Regierung das mehr schwierige Zeiten will überbrücken, ohne müssen die Verteilung vom Reichtum an unserer Gesellschaft auf Rot zu stellen. Oder anders gesagt, die aktuellen Defizite sind entstanden, weil die Regierung den Kostenpunkt von der kurzfristiger Krisebewältigung integral der Allgemeinheit abgeladen hat, just wie das Patronat Kapital an der Ewigkeit nicht muss mehr beitragen, aber weiter können Profite machen. Weil an dieser Krise go von einer Reihe komplett unnötig Depensen gemacht, als Meinung nur, die teilweise auch nach den strukturell und ökologisch und sozial Probleme verstärkt tun. Angefangen bei der Manipulierung vom Index natürlich an dem notwendigen Steuerkredit für die verrickelte Indextranche bei den Leuten zu kompensieren. Mit dem Argument, die Entreprisen könnten 2 Anpassungen pro Jahr verkraften, könnte kein Pardon 2 Anpassungen pro Jahr verkraften, als die Tranche vom Juli das Jahr auf den April nächstes Jahr verrickelt gehen am Resultat, dass man das Jahr ist eng und nächstes Jahr voraussichtlich 3 Tranchen kriegen, also genau das Konträr von dem, was ursprünglich gewollt war. Ja, am Nachhinein, also immer mehr schlau, oder? Wir hatten nicht, aber auch schon am April des Jahres gesagt. Aber was hat der Spaß gekostet von der Indexmanipulierung? Mal 1,5 Milliarden. Aber wen hat sich die 1,5 Milliarden an die Tasche gestochen? Mit Patronat. Und nicht just Patron von kleinen, vulnerablen Betrieben, das kann er ja noch vertreten, aber für alle Aktionären von den großen Botten an die 1,5 Milliarden betrifft auch just den Kostenpunkt vom Kreditempo. Dabei könnt ihr noch einen enormen Ausfall für die Sécurité soziale. Auch bei den Eden für die Betriebe könnte mehr selektiv sein. Am Platz der Grund immer mehr weit abzudrehen, just für sicherzustellen, dass die 375 Millionen auch wirklich losgeht. Nein, nicht zu schwätzen von den rund 80 Millionen, die den Tankrabatt von 7,5 Cent kostet, den sowohl aus ökologischer wie aus einer sozialer Perspektive ziemlich unsinnig war. Auch bei der Deckelung von den Energiepreisen könnte viel Suen ausspuren, wenn just den Grundbedarf gedeckelt hat, am Platz auch nach den Konsum und Verschwendung zu subventionieren. Das wäre auch ökologisch chemie sinnvoll gewesen, weil in den Urreiz geschaffen hat, für Energie zu spuren, die wir an den Humalo am Moment über Bord gehalten. Mittlerweile sogar den Think Tank IDEA von der Chambre de Commerce die Forderung überholt. Und dann hat die Regierung nach dem Patronat versprochen, die dritte Indextranche nächstes Jahr integral zu bezahlen. Zitat aus dem Akkord vom September: Dans le cas où une troisième tranche incidaire serait appliquée au cours de l'année 2023, le gouvernement s'engage à compenser entièrement l'impact sur les salaires des entreprises. Madame Bakke sagt ja, dass das noch nicht am Budget chiffriert werden kann, weil noch nicht weiß, ob es tatsächlich nötig sind, auf welche Modalitäten das wird unholen. Ich will aber mal dass die Regierung sich schon Gedanken gemacht hat über die Modalitäten und schon ungefähr eine Idee hat, was das kosten. Ich wäre auch froh, wenn Sie da noch kennt, ob der Stand von den Evaluierungen angehen.
Ich wäre auch ziemlich froh zu wissen, wie die Regierung das will ausstellen, für den Unternehmen den kompletten Impact auf die Saläre zu kompensieren. Das riesige Depensen zugunsten vom privaten Sektor sind auf eine undifferenzierte Art und Weise ausgeschottet gehen und dafür auch grundsätzlich zu hinterfragen, weil unter Durchstellung von einer Privatwirtschaft, die nur Covid an Energiekrise für aufgrund steht, kann ihn aber nur mal wirklich Zweifel haben. CSL hat nämlich an ihren Avis zu einer Analyse gemacht zwischen der Entwicklung vom Bruttoüberschuss von den Unternehmen an der Entwicklung von den Salären. Seit 2019 ist der geschaffenen Mehrwert 30% hochgegangen. Während derselben Zeit sind Salären aber just die 26% hochgegangen. An den Bruttoüberschuss von den Unternehmen ist 36% geklommen. An andere wieder, die Unternehmen haben das Dickstück, kriegt vom Kuch an Salarien das Kleinstück. CSL erinnert auch daran, dass 6 von den 10 größten Employeuren hier im Land am ersten Jahr ihren Aktionären bald 1,5 Milliarden und Dividenden ausgeschottet haben. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nur 2 Jahre Covid, an einem Ausbruch von einem Krieg an der Ukraine, haben das Unternehmen sich nicht gedurcht. Sie müssten mal sicherheitshalber Reserven anlegen oder investieren. Nee, sie haben einfach mal 100 Millionen hier Aktionären überwiesen. Und das, nachdem sie während der Pandemie großzügig helfen von der Allgemeinheit kruten, dann nur noch eine Indexmanipulierung und noch weiter den Urven drauf kruten. An unseren Jahren waren also ganz viele Depensen am Kader von der Krisengestion noch lange nicht so alternativlos, wie die Regierung das gerne durchgestaltet hat. Sie ist ja auf der Sirene-Gesang vom Großpatronat gefallen, hat sie undifferenziert mit vielen Steuergelder überschott, die am Budget fehlen. Par contre wären viele andere Depensen sinnvoll. Zum Beispiel Depensen, die also bewegen von einer gerechter und nachhaltiger Gesellschaft Gänge bringen oder Depensen, bei denen unterste Klassen erlauben geben, Luft zu kriegen, an denen die wussten Inegalitäten geben entgegen wirken. Weil für die kleinen Leute sie just bis für allem pro Almosen verteilt gehen, für diese dann noch müssen auf den Office Sozial heschen gehen. Herr Präsident, wenn ihr über den Defizit schwätzt, der will aber nicht just Depensen gucken wir auch Resetten. Das Problem ist ja nicht, dass es hier im Land nicht genug Reichtum gibt. Das Problem ist, dass die Regierung einen großen Teil vom geschaffenen Reichtum einer kleinen Minorität überlässt. Wenn das Land an einer ökonomisch schwierigen Situation ist, und zumal wenn ein großen Teil von der Allgemeinheit Ströwele gerät, dann ist es unserer Meinung nach absolut unbewusst, dass die Ewigklassen eine Kontribution eben gehen. Wir hatten dafür hier im Parlament eine exceptionelle Krisesteuer gefordert von 15% auf dem Einkommen über 150.000 €, Steuerklasse A, und auf der Beneficer über 200.000 € von den großen Unternehmen. So hat ihn über 1 Milliarde neue Recetten generieren, an dem bräuchte man Haut. Dann bräuchte man heute nicht über Defizite zu schwätzen. Beim letzten Politmonitor haben wir festgestellt, dass man dieser Forderung über 50% von den wahlberechtigten Menschen am Land aufverstanden sind. Gäbe ihn als Matbürgerinnen und Matbürger ohne Wahlrecht mit abziehen, wäre den Prozentsatz sicher noch mehr hoch. Hier im Parlament sind wir dann natürlich nicht gehört, gehen ja, wir gehen sogar aus den Reihen von der Majorität ausgelacht. Dabei wäre unsere High Society sicher kein Zacken aus der Krone gefallen, wenn sie mal ein Kehr dem Land etwas gegen exceptionell zurückgehen. Mit die Forderung, die Forderung von der Krisesteuer war natürlich just eine Krisenmesure, die für EU gültig wäre. Weil uns fordern wir für allem eine strukturelle Steuerreform für mehr Steuergerechtigkeit. Und das fordern wir schon seit Jahren. Seit 2008, dass all der Monde im Bereich von mehr Steuergerechtigkeit mit dem Argument verworfen gehen, es wäre ja eine große Steuerreform an der Macht. Ab Corona wurde du geheget, wäre kein Suche mehr da. An lo heget wäre kein Suche mehr da, wenn es dem Ukraine-Krieg. Resultat, die Ungerechtigkeiten laufen einfach. 4 Status quo wird mindestens bis 2025 aufrecht erhalten, zu allgemeiner Frieden von denen wenigen, die vom Status quo profitieren. Die Steuererleichterungen, die man dann backen selo für die Freie an Aussicht gestaltet, passen genau an das Bild, weil dabei geht es natürlich nicht um strukturelle Veränderungen, mehr just um den traditionellen Wahlkado, 4 Legislativwahlen, wo ein Kehr mit der Straße über das Land geführt wird. Für die nur noch besser können die Monde am Bereich von mehr Steuergerechtigkeit können sie verwerfen mit dem Argument, dass sie etwas gemacht haben. Steuer, mir sie wahrscheinlich die Einzelschreiber, die Mengen mehr eine Steuerreform, dass eine Steuerreform nicht automatisch eine Tournee general ist, wo man Schiedvereinigungen am Land mit der Strand sich Steuererleichterungen bringen. Mit einer Steuerreform reformiert den unserer Meinung nach die Verdelung vom geschaffenen Reichtum an die Verdelung aus freiem Land tiefgreifend ungerecht.
Für just ein Beispiel zu gehen, am Jahr 2000 hat den Impôt sur les personnes physiques 24,7% von den Staatsreserven ausgemacht und 24,1% kommen von den Betriebssteuern, also bald selbst. Am Jahr 2021, also gut 20 Jahre später, kommen 36,5% von den Leuten, just nach 16,4% von den Betrieben. Laut den Prävisionen am Budgetsprojekt für 2023 soll das Verhältnis nächstes Jahr nach einen großen Sprung machen zugunsten von den Entreprisen, weil die Regierung mit einer ziemlich spektakulären Hoss bei den Steuern von den Leuten rechnet und mit einem Rückgang von den Betriebssteuern. Eine Krise a fehlen budgetär Mittel, sie für uns kein Argument für eine Steuerreform aufzusuchen. Mais au contraire, das ist ein Argument, justement durchzukriegen, weil wenn man Kapitalerträger an die Vermögensklassen anständig besteuern, können wir notamment die Klassen entlasten und auch den Barem ohne weiteres indexieren. Ja, mehr nach, wir können darüber hinaus für den Staat neue Resette schaffen, für das wir eben Zukunftsherausforderungen können gerecht gehen, mit denen wir konfrontiert sind. Und sorgen zusätzlich nach dafür, dass soziale Inegalitäten endlich aufhängen aufzuholen, am Platz, dass sie weiter die ganzen Zeiten zu holen. Herr Präsident, ich komme nun zu den Investitionen, die am Budgetsprojekt für 2023 vorgesehen sind. Für dich will ich klar sagen, dass wir als Link froh sind, dass es nicht zu einer massiven Kürzung bei den Investitionen kommt. Mir das ändert natürlich nicht die Tatsache, dass die Zahlen, mit denen die Regierung am Budget jongliert, von Investissementen nicht mehr schwer nutzvollziehen sind, wie zum Beispiel bei der Klimapolitik. CSL hat sich an ihrem Aufwand mehr gemacht, die verschiedenen Ausgaben am Budget für die Umsetzung vom nationalen Energie- und Klimaplan abzuschlüsseln. Als Erinnerung, dieser Plan beinhaltet die Strategie von der Regierung für den CR-Gasausstoß bis 2030 um 55% zu reduzieren. Dabei stellt sich heraus, dass die 2,3 Milliarden Euro, die die Regierung annonciert am Budget, selber gar nicht abzufangen sind und noch nicht an den Ausgaben vom Umwelt- und Klimafonds. Den Hauptproblem ist nicht eine technische Lakune bei der Abstellung vom Budget, mehr echt, dass es sich um einen Etikettenschwindel bzw. Greenwashing handelt. Großzahlen mit großen Zielen am Klimaschutz können ist gut. Nach Besseres aber, wann dann auch das drastisch, was draufsteht, an die richtigen Mesuren dann auch finanziell dann umgesetzt gehen. Wir sehen hier direkt ein paar Probleme. Den übergroßen Teil von dem Budget für Dekarbonisierung entfällt auf das Finanzement von der CRL, dem RGTR-Reso, dem Tram und der regionale Busser vom TIS an dem AWL. Das sind wichtige und sinnvolle Ausgaben. Die stellen aber rund gerechnet 93% vom gesamten Erfolg bei der Dekarbonisierung am Budget selber durch. Dabei handelt es sich zum großen Teil um laufende Ausgaben und nicht um Investitionen an den Ausbau von öffentlichen Transport an den Klimaschutz. Ein Beispiel: Schulbusser für Schüler gehen doch schon 40, 50 Jahre. Damals kam keine Idee, dass das Klimaschutz wäre oder dass das Klimaschutz zu bezeichnen wäre, mehr als öffentlichen Service, den wir das all ganz sicher an Schule könnt. Hier am Budget ist das aber als Ausgabe im Bereich von Klima und Energie. Wie war das denn so? Hier gehen einfach ganz klassisch budgetäre Ausgaben umgedreht für die Leute viel zu gaukeln, dass es Klimaschutz ist. Daneben muss die Ausgabe für Klimaschutz am Verhältnis gucken mit den Anti-Klima-Ausgaben, also dem, was weiter direkt und indirekt auf fossile Energien fließt. Angefangen beim Staat, der nur unter halber Milliarde an das Subventionement von Sprit und Gas investiert, ohne irgendwelche sozial- oder ökologische Überlegungen dabei und den Dach zu legen. Der Bau von Umgehungsstraßen, eine Vergrößerung von Autobahnen geht auch munter weiter. Schließlich gehen doch teilweise schädliche Investitionen von Unternehmen, die Staatsausgaben am Klimaschutz sowieso stark verblatzen dienen. Weiter fällt auf, dass der Premierminister im Oktober heute zwei große Annoncen gemacht hat, für an der Photovoltaik 4 zu kommen, und noch bei der Renovation von Wohnungen, mit davon aber auch nicht am Budget 4 zu gesehen ist. Klar, nicht alles ist direkt umzusetzen, mir heißt effektiv gar nicht dran. Am Klima- und Energiefonds, deit auch absolut nicht ob Ruck am Klimaschutz hin. Bis 2026 werden tendenziell 2/3 von den Ausgaben am Fonds an das Ausland fließen, just 1/3 sind Nationalmesuren. Den Hauptausgabeposten bleibt die Elektromobilität, ob denen lang 50% vom Budget für Nationalmesuren entfallen. Erneuerbare Energien gehen zwar den zweitgrößten Posten mit Blick zurückweist, dass sogar die kleinen Montants, die bisher viel gesehen waren, nie mehr zu haltend genutzt gesehen. Gründe dafür liegen nicht am Budget wie bei der Photovoltaik, zum Beispiel bei den schwerfälligen Autorisationsprozeduren, den Baureglementen von den Gemeinden, der Größe vom Invest, die viel steht aufschreckt,
dem nicht mehr besonders interessanten Auspeisetarif, der potenzielle Rakkordementskasten an nicht zuletzt durch den Mangel an Handwerker und Handwerkerinnen, die das auch montieren können. Für uns weist das Beispiel, dass Urspruch an Realität am Klimaschutz weit auseinanderliegen und dass die Regierung es sich zu einfach möchte, mit den Annoncen. Grosse Neuerungen gehen angekündigt, grosse Beträge gehen publiziert, mit das ganze Gerät direkt entwickeln, wann es an Detail gucken geht. Das ist wie bei einer, weil die meisten Schichten von der Schule ruffelt, weil es mehr stinkt oder was man übrig bleibt. Und dann zum Logement. Das Logement ist Problem Nummer 1 hier im Land, wie schon so oft gesagt wird. Das ist die erste Sorge von den Bürgerinnen und Bürgern und noch die erste Ursache von der Armutsproblematik und der Illegalität. Ganz viele politische Probleme hängen direkt oder indirekt mit der katastrophalen Situation Wohnungsmarkt zu summen. Es kann Ihnen also unholen, dass die Regierung bei dem Logement den budgetären Hummer heraushält, für richtig Nähl mit Cap zu machen, zumal, wenn ihn am Budget liest, entre guillemets, le logement reste une priorité absolue pour le gouvernement. Mais Guneicht oder Ballneicht. Die Regierung lässt sich das absolut Priorität gerade mal 282 Millionen Euro kosten für 2023. Da das viel Männer wie das, was man nächstes Jahr als Militärdepensen zum Beispiel werden ausgehen oder Teilchen von dem, was die Indexmanipulierung kostet. An den 4 Jahren von 2020 bis 2023 ist das Budget vom Logementsministerium im Grad 46 Millionen Euro gegangen. Mehr los wie die Resetten, so dass das Budget vom Logementsministerium haut just nach 1,08% vom Staatsbudget ausmischt. Auch das schwätzt Ben. Die Regierung schenkt auch all Jahre ob erneut dieselben Fehlerschätzungen, punkto Investitionen zu machen. Die Ausgaben vom Fonds Spezial sollen 2023 sprunghaft abgehen. Das ist ja gut. Mit dem Sprung war auch schon für 2022 angeplant, mir hat nicht stattgefunden. Der Sprung war auch schon für 2021 angeplant, und hat auch nicht stattgefunden. Die große Offensiv lässt also immer auf sich warten. Insgesamt ist es doch schwer nachzuvollziehen, wie mit gut 200 Millionen Euro Investimenten am Jahr Pendel in Richtung von mehr Bezahlbarkeit und Immobilienmarché soll umgeschlagen gehen. Das ist en plus nach mehr eine dringliche Notwendigkeit seit der Logementsminister mit der Loyersreform décidéiert hat, dass Wohnen für Lokalitären und Privatmarché nach mehr soll gehen. Los die Regierung, es hat keinen Wert mehr suchen anzuplanen, weil wir kriegen sowieso nicht mehr gebaut. Mit der muss die Regierung Voraussetzungen schaffen, also sich Mittel gehen, für mehr können zu bauen, zum Beispiel mit der Kreation von einer öffentlichen Baufirma, so wie wir das schon seit Jahren fordern, für nicht mehr von den privaten Unternehmen aufhängig zu sehen, die just ihren eigenen Benefis aus sich servieren. Zukunft von unserer Jugend steht oder fällt mit der Wohnungspolitik von heute, nicht mit der 20 Jahren. Das Haut, wo man muss massiv an den öffentlichen Wohnungsbau investieren, am Platz weiterhin der Illusion notzulaufen, dass der freie Marché das irgendwann ging, hinkriegen. Aber statt schon angeschwärzt tun, ein paar wieder zum Militärbudget. Wir fanden die Projektion absolut dramatisch, dass die Regierung möchte für das Militärbudget an den nächsten Jahren radikal zu erhöhen. Auch der kriminelle Krieg vom russischen Regime gegen die Ukraine rechtfertigt so eine massive Abrüstung an unseren An nicht. Ich erinnere daran, dass NATO schon 25 Mal mehr Waffen ausgeht wie Russland und dass man auch nicht mehr Sicherheit kriegen, wenn NATO 35 Mal mehr Budget ausgeht für Militärvelo Russland. Mehr Waffen machen die Welt nicht mehr sicher an unseren An. Was die Welt mehr sicher möchte, sind Investitionen an die Armutsbekämpfung, an die internationale Kooperation und an den Klimaschutz. Herr Präsident, an der Santé gesagt Ihnen an diesem Budget wohl vereinzelte Akzente, die an die gute Richtung gehen. Verschiedene Aspekte von nationalen Services gehen unerkannt und gewertschätzt. Positiv zum Beispiel ist, dass Garden und das Trenten am Budget 4 gesehen sind. Positiv ist, dass die Minister eine Entscheidung geholt hat. Es muss ja so, dass Politik auch mal da ist, für Entscheidungen zu holen und nicht immer muss Schiedverringung gefallen, mit das Allgemeinwohl sich darüber steht. Bei der Affäre Potash aber war das ganz anders ausgegangen. Da hat Minister dem Druck noch an eine eigene Initiative gegen ihren eigenen Willen und gegen Gesetz am Nachhinein legitimiert und die wird auch am Budget belohnt. Mehr allgemein gesehen wir dann auch nicht wirklich am Budget, wie Gesundheitsberufler dann endlich sollen valorisiert gehen, promoviert gehen. Wir haben schon ein paar Mal nur gefragt, damit keiner gesagt, dass es eine Initiative seit dem Sommer gibt,
Weil es sich da handelt, wissen wir noch immer nicht richtig, aber wäre ganz froh, wenn die Regierung es gegen mehr dazu so. Weil Kampagnen sind wir für die Polizei, Kampagnen sind wir für die Armee, mehr bis noch kein für die Gesundheitsberufler. Wir müssen, wie der wisst, die Regierung und ihren Toten führen allem vis-à-vis von den Schwachen, den Armen, an denen die keine Stimme, keine Lobby haben. An dem Sinn, als wir uns den Accès zur Gesundheit, aber besonders die Couverture universelle aux soins de santé eine Priorität. KÜS als letztes Jahr gefordert gehen, das ist gut und wichtig, mehr wie ihr wisst, also es ist just ein Pilotprojekt. Aber wie ein Pilotprojekt seht, der fragt direkt, was kommt dann da noch? Der Budget 2023 sieht aber nicht viel darüber raus, weil es keine nennenswerte Augmentation beim Budget gibt. Wir wissen, dass KÜS soll evaluiert gehen, wir wissen aber nicht, wen nie und ob ein gesetzliche Basis könnt. Wenn ihr aber haut weiß, dass im Moment 112 Dossien von der KÜS profitieren, aber der Besoin am Terrain zu 3.000 bis 5.000 Leute evaluiert wird, da seid ihr, dass noch ganz viel Sput da ist. Und dafür geht das Pilotprojekt einfach nicht durch. Die Regierung muss die Ambition und die Wille weisen, für auf diesem existenziell wichtigen Dossier zu schaffen und nach 4 Runden Wahlen Wunschgift Resultate liefern. Auch an der Immigration und am Asyl steht Stärkung und die Emanzipation der Menschen nicht am Vordergrund. Es stellt sich schnell fest, dass der Akzent auf Sicherheitsbedenken leidet. Das spiegelt auch das Budget. Das Budget zum Beispiel vom Centre de Rétention geht durch den Ausbau Europa um 400.000 €. Mehr wie 3 Millionen € sind für die Gardiennage an der Schuck, und das ist das Gros vom Budget. An das Budget dann vom Gardiennage und der Flüchtlingsfoyen geht über 20 Millionen €, 50 Millionen €. Das muss ich nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht gut, weil ich für schon gesagt habe. Die Regierung geriert Flüchtlingen. Sie geht zum Verwalter. Das ist kein Projekt rauszulesen, von wie die Regierung das Menschen wirklich akkuiert, sie mit ran an die Gesellschaft hält. Es lese wenig vor, wie man diesen vulnerablen Menschen begegnen und wie man sie wollen stärken. Am Gegenteil, wir kennen all den Fall von der ONG Passerelle, die Flüchtlinge über ihre Rechte informiert und stärkt. Sie hatten das Jahr alertiert, dass sie nämlich genug finanzielle Moyen hatten. Entretemps, sie müssen 2 Leute entlassen. Die Regierung hat keinen den Schwur treffen, das ONG finanziell zu unterstützen. Wir haben das nicht gemacht. Hier der Mond war Männer wie 100.000 € und noch die 7.000 € mänglisch. Auch da, das ist ein politischer Schwur, das Initiativ nicht zu unterstützen, obwohl die an einer nicht geschafft haben. Donjeft liest den Integrationsbudget am Familienministerium sich wie ein arme Patter. 7 Millionen sind am Ganzen für Integrationserfahren vorgesehen und davon für konkrete Projekte wie der Parcours d'Intégration accompagné an den Contrat d'accueil et d'Intégration knapp 1,5 Millionen. An dem Montant ist identisch geblieben an den letzten Jahren. Auch da ist kein Willen ersicht, für die Erfahrungen zu verstärken in Richtung Integration. Wir stellen fest, dass die schweren marginalisiert Menschen von dieser Regierung nicht gestärkt gehen. Es gibt keine Politik, wo man den Stärkung oder Empowerment nennt. Sie kriegen Almosen, Bungen und eventuell Kadoen. Aber das gibt ihnen nicht die Startchancen, für ihr Leben in den Grab zu holen und etwas aufzubauen. Herr Präsident, der letzte sozioökonomische Modell steht immer mehr aus den Grenzen. Das ist weder wirtschaftlich noch sozial, aber schon gar nicht ökologisch nachhaltig. Das weiß halt auch nicht jeder. Und trotzdem machen wir weiter so, wie wenn meist gegen Gesinn. Nicht wissen. So wie will vor den ohne bremsende Biergerhof fährt und ständig seht, bis heute geht alles gut. Die Regierung ist blockiert an einem allmodischen Denken, der daran besteht, politische Probleme einzig an lang mit immer mehr Wirtschaftswurstem zu lesen. Einfach die Kompetitivität von den Betrieben weiter pushen und alles geht gut. So wie man das an den letzten 40 Jahren gemacht haben. Und also wie man das nicht auch Teil vom Problem wäre. Das ist aber eine Flucht nach 4 an eine Sackgasse. Ökonomisch also denkt Flucht noch 4 an eng Sackgasse, weil wir schon den ganzen Arbeitsmarkt von der Großregion aufgegrast tun. Und sozial, weil immer mehr Leute von diesem Modell profitieren, und ökologisch, weil immer mehr Ressourcen an Anspruch holen, die als nicht zustehen. Was viele Leute frustriert, dann zum Juncker, mir auch Eis, aus der Politik, die politisch verantwortlich, zwar über den Echt von der Lage schwätzen, aber du nur keine Maßnahmen ergreifen, die auf der Hecht von den Enjeux sind. Pur soziale Ebene geringen Subventionen sind keine Zukunftspolitik, mehr politischer Stillstand. Für allem am Logement beim Klimawandel, also 10 auf 12. Wir müssen als Gesellschaft neu aufstellen, die Art und Weise überdenken, wie wir produzieren, konsumieren und wie wir mit ihnen umgehen. Wir brauchen neue politische Konzepte und die Courage, Changements anzulegen. Nicht morgen, nicht übermorgen, mehr heute. Dieses Budget möchte leider nicht, und dafür werden wir nicht mitstimmen. Merci für die Zuhörung.